Auch das Jahr wird von der KUFA den Urban Art organisiert. Wir waren bei der offiziellen Präsentation vom Urban Art dabei und haben dem responsable Fred Anträger an zwei von den Künstlern, die bei dieser Edition dabei sind, ein paar Fragen gestellt. Das Projekt Urban Art aus 2014 an Leben gerufen ging und eigentlich war gedacht, für nicht Kulturfabrik ein bisschen mehr abzupimpen. Wie nachdem das ganze Projekt Aufmerksamkeit hat, hat sich alles weiter ausgebreitet. Der Fred Antringer gibt als Detailer zu der neuesten Edition. Le projet va se dérouler, les interventions entre avril et juillet. Mais cette année, on a décidé de consacrer vraiment l'édition à la scène locale. Donc la grande partie des artistes sont des artistes basés au Luxembourg. Mais nous avons aussi des artistes espagnols, belges, français qui participent à cette édition. Les artistes sont libres pour faire ce qu'ils veulent. Et à savoir qu'ils ont ces rencontres avec la population. Lors des Urban Talks. Et c'est là que les artistes s'inspirent. C'est là qu'ils vont avoir les idées pour pouvoir développer les projets artistiques. Donc ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais ils sont aussi très ouverts à écouter ce qui est dit la population et de s'inspirer, se laisser inspirer par les résidents. Es werden insgesamt 11 Interventionen, die durch ganz Asch verteilt sind. Davon werden da 3 auf der Aschergatze gesehen sind. Une chose importante à dire, c'est que dans le cadre d'Urban Art, on essaie toujours d'avoir une parité homme-femme. Donc il y a toujours le même nombre de femmes et d'hommes qui participent au projet. C'est très important parce que l'univers Urban Art, c'est très masculin et on essaie un peu d'équilibrer les choses. Wir haben uns aber auch gefragt, was ihr Ziel hinter dem ganzen Projekt ist. Le but de ces projets, c'est de faire cette ville une ville attractive, une ville contemporaine, une ville colorée, dynamique, jeune et créative surtout. Et on veut contribuer avec l'Urban Art à ces changements d'image de la ville, de lui donner une image qui lui correspond. Am Kader vom Urban Art gehen auch Visitguideen gemacht, wo der Fred Antringer als ein paar Informationen gibt. Les visites guidées, les Urban Art Tours, c'est une nouvelle façon de découvrir la ville. Tu découvres la ville à travers de l'art. Donc on propose des visites guidées qui sont adaptées aux différents types de publics. Natürlich schon mir ausgefragt, für was sie gerade den KUFA als Urban Art gewählt haben. Donc, la KUFA, Taesh, c'est un projet Urban Art. Voilà. C'est pas le nom le plus original, mais ça nous correspond, ça nous va. Von den Künstlern aus Grupo Mistura, die von Pablo repräsentiert wurden. Von ihnen wurde die Kunst auf der Goa realisiert. Wir haben Pablo gefragt, was ihn Urban Art am flottsten findet. Well, in general about Urban Art, I love. Was mir gut gefällt Urban Art, das ist der Kontakt, den ich mit den Anwohnern von der Stadt hat, an weil Kunst am öffentlichen Raum ist. Die Landschaft von der Stadt zu verändern, also etwas, was ich interessant fand. Und natürlich der Fett für die Stadt wie menschlich zu machen. Das gefällt mir am Urban Art. New changes and make cities more human. That's what I like the most from Urban Art. Lisa Junior soll darum Projekt KUFAs Urban Art Deal und die Möglichkeit, den Pavillon Galdebisch zu verschönern. Wir haben gefragt, wie hat reagieren, wenn die Leute so in Urban Art finden Vandalismus. Was hat uns auch noch gesagt, was wir heute in Urban Art bedeutet. Ich habe persönlich schon nie hören, hat jemand gesagt, ich gebe so ein Geld an KUFA, dann müsste die Urban Art hören und ändert das Ding mehr. Und den Urban Art ist wirklich für Südverein und das ist super wichtig. Und dann, also eine gute Gelegenheit, wann mal ein Gebäude bisschen muss neu gemacht gehen oder eine kleine Renovation, ein Platz und einfach ein großes Fassade zu machen, dann Künstler zu invitieren und die Künstler zu unterstützen. Fand ich aber cool.